Bonjour und willkommen zu einem neuen Video auf dem Infect Plays Games Channel. Mein Name ist Mike Orlowski und wir spielen heute ein bisschen Tesla gerade. Denn ich den Tesla gerade bemerkt, als wahrscheinlich die charmante Grafik, die tut, das erinnert ein bisschen an Bond Disney, ein bisschen Comic-Style. Aber wir wissen ja alle, Grafik ist nicht das Wichtigste für uns. Dafür gehen wir auch mal direkt weiter. Den Tutorial-Level, das fängt natürlich immer ein Tutorial-Level, wir sind da gewinnt. Also geht ein bisschen über die Story auch gewohnt. Es muss ja von kommunistmäßigen Leuten fortlaufen, wo ihn dann irgendwann ein Bursch könnt. Die geht beherrscht von irgendeinem Basic Kinect mit irgendeinem Messenger Crown. Ganz ehrlich, ich habe nicht ganz viel drauf aufgepasst. Ich denke auch schon nebenbei so erzählen und im Theater, wo dann irgendwie so ein kleines Stück für gespielt wird, was dann ein bis 2 Minuten dauert. Wenn wir dann am Bursch rankommen sind, geht dann direkt klar gemeldet, wann es geht. Es geht um Magnetismus, es geht positiv oder negativ ablösen, respektive rot oder blau. Blau und rot ziehen sich schon, blau und blau stoßen sich auf. Das versteht ihr direkt, um was es geht. Was zum Beispiel auf der Socken als direkt die kleinen Roboter die Sachen oder durch rot oder blau ablösen. Und damit musst du das schaffen. Die schaffen entweder gentisch oder matt. Man muss zum Beispiel durch Level kommen an die Beams, die in der hat, die Tornado, die blau oder rot Tornado, die in der hat. Die stoßen dich natürlich, sobald du von einem Roboter bereit bist, an du bist abgelöst. Später dann löst du dann noch zum Beispiel die kleinen Händchen frei. Mit der du kannst neutral Stecker ablösen, wie du willst, aber wie du sie brauchst. Du musst das dann später haben, für verschiedene Durchgänge oder Situationen zu lesen, für am Level weiterzukommen. Gehe ich an diesem Spiel ging zum Beispiel kein das Rang auf Rätseln abgebaut, wobei Rätseln aus eine gewisse Sache, ich fand, wie ich gespielt habe, das ist ziemlich schnell zu erkennen, um was es geht. Das ist just ein bisschen schwer, so hinzukriegen, wie das Spiel von der verlangt. Das ist also am Ende ein bisschen mehr Geschicklichkeitsspiel wie ein Rätselspiel. Wohin sich am Anfang noch mit Blumen oder Roboter ablösen muss, für die gewisse Situation zu lesen, kriegt ihr dann noch später so einen gewissen Anzug, mit dem man sich selber ablösen kann, also auch immer verschiedene Knöpfe gelöst. Schlafende Händchen, also auf 2 verschiedene Knöpfe gelöst, einmal rot und einmal blau. Und auch Doppelöde von sich selber, also auch auf 2 verschiedene Knöpfe gelöst, rot oder blau. Was noch dabei kommt, ist, dass ein Infänker sich so gewissermaßen kann teleportieren über ein paar Meter. Das ist ziemlich cool, ich meine, das ziemlich cool vorgestellt. Damit muss ich dann zum Beispiel durch Gitter gehen, man kann ihn durch verschiedene Sachen durchgehen oder es kann ein größer Spring da machen, das auch das Spiel auch von der verlangt. Es gibt zwar kein Gegner in dem Spiel mehr, es gibt aber Bosskampf und das bringt dem Spiel ein bisschen Aufwieslung ran. Die Bosse fordern genau das, was du gerade freigeschaltet hast, hier wird Lotenschen oder den Kapuz oder den Teleport. Das Spiel ist sehr schön, macht relativ Spaß gemacht, aber ich muss direkt mal dazu sagen, der Frustfaktor bei dem Spiel ist ziemlich schön. Dadurch, dass ich immer direkt versteht, was das Spiel von der verlangt, und dass du da nicht hinkriegst und dass du dann immer stirbst und für aufhängen musst, das möchte ich nicht unbedingt froh, wenn du nicht spielst. Auch den Teleport zum Beispiel, du kannst die Distanz vom Teleport zum Beispiel nicht beanträchtigen, das heißt, das geht auch schon mal an die Box. Ich finde ziemlich cool von dass so PlayStation gerade gratis ist, so hätte ich wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht zu holen, weil ich schon da gesehen, dass dann ein Geschäft, wo ich immer hingehe, 30 € kannst auf CD und ich fand 30 € also ein bisschen zu viel, weil das der Frustfaktor der muss nicht bei dem Spiel und das ist nicht gerade vor, das Rätsel sind nicht gerade sophistikiert und noch Bosskampf kann ich direkt von schon 30 € kann ich da auch ein bisschen stark kritisieren zum Beispiel. Weil es sind einfach mit einem gewissen auflebt, die muss auswendig lernen. Zum Beispiel halt beim Korb, wir sehen, wenn du das machst, okay, hier reagiert so, da könnt die Welle, da musst du das machen, da könnt die kleine Gegner explodiert, die muss aus dem Weg gehen, da könnt noch eine Welle und die nächste Etappe können, das sind immer 3 Etappen, du musst immer die 3 Etappen vom Bossfight überleben und dann bist du fertig. Das, was wirklich rosen möchte, als dann eben gerade, wenn du dann durch irgendeinen Dummmetern stirbst und du musst ganz viel aufhängen. Das geht auch für die gewissen Situationen an der Map-Dealer. Du weißt nicht, was du dich suchen, du gehst weiter, du hast eine Situation, die du nicht kennst, stirbst dummerweise, fängst du an von viel an. 30 € fand ich ein bisschen viel für das Arcade-Spiel, was das ist. Das tut die Sidescrolling Game, muss ich gerne hören, aber ich fand für den Preis gibt es ganz viele andere Spieler, die viel mehr Spaß machen. So viel zu Tesla gerade, also auch von der Stelle ein bisschen stark kritisiert, tun das nicht, wie wenn es gut Spaß gemacht hat, das wird direkt ausgewischt. Wie geht das aber gerade gratis, also PlayStation 4.
kann ich nicht empfehlen, wenn er nicht wisst, was er soll spielen, dass er ein KU spielt, vielleicht gefällt der Show und er spielt bis zum Schluss. Kurz Spiele, kurze Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr Infect Plays Games Channel. Alle, ciao!